Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Zollikofen. Heute haben wir folgende 5 Beiträge für euch in der Sendung. Die Ernährung in der Reha-Klinik Hasliberg, 165 Jahre Hotel Schweizerhof Bern, Missstände bei einem Oberländer Gastrobetrieb, der Christoph Marti im Stadttheater Bern und Kakao ärgert die Kunden. In der Reha-Klinik Hasliberg wird Essen nicht nur auf dem Teller serviert. Die Ernährungsberaterin Tanja Schuster portioniert auch abseits von der Kantine alles, was ihre Patienten über Ernährung wissen müssen. Alina Dubach hat sie einen Einblick in ihre Arbeit gegeben. Also wenn Sie Genuss und Gesundheit haben wollen, dann ist ganz klar, warum man Ernährung einen Stellenwert gibt. Und das weiß man hier in der Reha-Klinik Hasliberg. Und deswegen haben wir Ernährungsberatung, Ernährungstherapie in Gruppe, in Einzeln. Weil wenn man sich überlegt, Lebensmittel sind Mittel für das Leben. Basismedizin, bunt, vielfältig, lecker, Genuss und Gesundheit auf einem Teller. Und das jeden Tag. Einerseits kommen zu uns Patienten, die haben eine gerade onkologische Erkrankung oder haben gerade eine Operation hinter sich und da wollen wir sie gerne in der Therapie unterstützen. Wie ist es mit dem Essen? Was wäre besonders sinnvoll und gerade gut bekömmlich? Oder für alle Patienten bieten wir auch Ernährungsberatung an. Ja, Ernährungsberatung bedeutet letztendlich, was kann ich präventiv, also als Vorsorge für meinen Körper, für mein Gemüt, wie kann ich das unterstützen? Und gelingt mir das durch Ernährung, das geht wunderbar, kann man ganz tolle Sachen machen. Und deswegen haben wir ein ganz vielfältiges Angebot. Das sind ja alles Ballaststoffe, das sage ich auch im Vortrag. Ey, Ballaststoffe, wollen Sie noch mehr Ballast, als Sie schon mitbringen? Ich nicht. Das müsste in der Ernährungsmedizin umgeändert werden. Das müsste Schutzstoff heißen, weil die Schale von all dem Gemüse, von all dem Obst, vom Getreide, warum haben die denn einen Schutzstoff? Gegen Regen, gegen Sonne, gegen Wind schützt sich diese Pflanze. Und dieser Schutzstoff, der wird von unseren Darmbakterien wunderbar aufgenommen. Das schützt unseren Körper. Das ist eigentlich ein Regenmäntelchen, ein Sonnenmantel. Es müsste Schutzstoff heißen. Aber Ballaststoff ist ja auch wirklich negativ, oder? Hättest gern ein bisschen Ballaststoff. Ein Beispiel ist auch, die Natur, die hat ganz, ganz bunt gemalt. Aber dass die Gurke jetzt so eine bunte Schale hat oder dass es überhaupt diese bunten Farben, das hat einen Grund. Ja? Wir finden es leichter, aber auch in jedem Farbstoff sind unterschiedliche Schutzstoffe drin. Im roten Farbstoff Lycopin drin ist, ja, und was macht das genau in der Zelle? Das finden mega, das habe ich noch nie gehört. Ich glaube, das meiste Aha-Erlebnis haben wir durch zum Beispiel einen Vortrag. Wir klären auf. Das Wunderwerk Mensch klären wir auf. Wie funktioniert die Verdauung? Was macht der Darm? Der Darm ist das größte Organ, was mit der Außenwelt in Kontakt kommt. Ja? Unser Dickdarm ist ein Fußballfeld groß. Oh, ich habe ein Fußballfeld. In mir leben andere, viel mehr Bakterien, als dass wir Körperzellen haben. Zu 56% sind wir nicht Mensch. Es ist viel, viel Fun, viel Überzeichnung und halt, ja, es ist aus der Natur, aber auch so ein Stück weit. Ich glaube, was auch viel rüberkommt, ist, die Natur schenkt uns eine Fülle. Das ist auch für viele so, boah, ich werde beschenkt. Was ist das denn? Was Schwierigkeiten geben kann bei der Umsetzung, lebe ich alleine, bin ich im Familiensetting, ja. Da ist auch zum Beispiel die Möglichkeit, ja, wenn Sie hier alleine sind, dass Sie auch ein Familienmitglied, was da auch involviert ist, das darf dazukommen zu der Einzelberatung. Weil Sie werden ja auch zu Hause zusammen kochen und dann haben Sie da zum Beispiel eine Unterstützung. Und all das erarbeiten wir gemeinsam in der Einzelberatung oder in der Einzeltherapie. Ebenfalls gross aufgetischt wird im Hotel Schweizerhof zum 165-jährigen Jubiläum. Köche wie der Urs Weiermann oder der Bernhard Schuster kommen in ihr altes Wirkungsgebiet zurück, sodass dank ihren alten Rezept in Jacks Brasserie Nostalgie auf dem Silbertablett serviert werden kann. Daniela Dambach hat mit den beiden Köchen geredet. Ja, es ist ein sehr schönes Gefühl. Da kommen viele alte Erinnerungen wieder auf. Mit der Beginn damals 1991, mit einer ganz bewegten Zeit, mit der Kreation von der
Jacks Brasserie mit dem Jubiläumsjahr 135 Jahre. Da kommen die Erinnerungen an die vielen, vielen alten, vielen großen Anlässe, wo wir gehabt haben. Partys, Cats-Partys, ABBA, Beatles, 100 Jahre Film. Und die legendäre 135er Party, wo hier 1350 Gäste im Haus waren. Wir haben kochen können, was wir gewollt haben. Die Leute haben Vertrauen in die Küche gewonnen. Und die haben wir überraschen können mit außergewöhnlichen exotischen Fische oder auch mal mit Gerichten aus dem Vorderen Orient. Ich habe die Tamilen integriert in der Küche. Wir haben dann auch tamilische Sachen auf die Tageskarte genommen, später auf die Hauptkarte. Es wäre nimmer wegzudenken gewesen, das Chicken Curry nach Jaffna-Style, das haben die Leute geliebt. Und dann auch viele Erinnerungen an die Entwicklung mit der Brigade, das Ausbilden von den Lehrlingen, das Weiterbilden von den Köchen. Viel Humor trotz der vielen Arbeit. Und es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Jetzt habt ihr von rauschenden Partys erzählt und eben neuen Gerichten, die man servieren konnte. Inwiefern ist es schwieriger geworden, heutzutage den Gast noch zu überraschen? Die Leute wissen mehr und haben auch einen gewissen Anspruch. Und ich habe mich vorhin mit den Kollegen schon unterhalten, was war früher anders? Ja, wir haben früher mit ganz einfachen Produkten einfach ganz, ganz gut gekocht. Und jede Kleinigkeit, wo man farblich verändert hat oder ein neues Gemüse, ein neuer Salat, wo vielleicht aus Italien gerade neu zu uns kommen ist, der Castelfranco war so ein Beispiel, oder? Das waren Aha und das waren Überraschungen. Da war es leichter, einen Gast zu überraschen als heute. Was ist denn so deine lebendigste Erinnerung an Schweizerhof zu dieser Zeit? Aber das ist ganz sicher das mit den Staatsbanketten, wo wir die Königin Elisabeth bekochen durften. Juan Carlos, Mitterrand, Ursula Andres. Und das sind so die lebendigsten Erinnerungen, die ich an das habe. Wenn man etwas hört oder eben mit Kollegen redet, die man mit ihnen gearbeitet hat, das sind 40 Jahre her jetzt, aber das kommt immer wieder vor. Ja. Wie hast du entschieden, was in dein Menü hineinkommt? Es ist von meiner Herkunft her aus dem Emmental. Und wir haben damals, als ich hier war, haben wir die Wochen gehabt. Wir haben spanische, griechische und eben Emmentaler Wochen gehabt. Und ich bin wieder zurück ins Emmental und darum mache ich meine Gerichte aus dem Emmental. Das Ristorante Vacanze Romane in Interlaken sorgt für Aufsehen. Ehemalige Mitarbeitende haben heute an einer Pressekonferenz gemeinsam mit der UNIA über katastrophale Arbeitsbedingungen berichtet. Der beschuldigte Pächter will von all dem nichts wissen und wehrt sich. Mehr dazu im Beitrag von Max Saladin. Also einfach am Telefon immer wieder, jetzt lass gut zu. Lass gut zu, du wirst brennen. Wenn du ein Wort sagst, du wirst brennen. Ja. Ich finde es halt einfach, ja. Vorne durch, vom Gastgeber her ist er wirklich perfekt. Aber was die Mitarbeiter angeht, nein. Gar nicht. Mein Kollege hat eben geschrieben, dass er seine Lohnforderungen will und dass er es unter aller Sau findet, dass er schon so viele Restaurants an die Wand gefahren hat. Und da ist nur, ja, darf ich das so offen sagen, ist gesagt worden, kümmere dich um dein eigenes Arschloch, du schwule Sau. Also nein, du Schwuchtel, excuse. Ja, ich habe alles beim Schlichtungsgericht schon eingereicht, weil ich brauche das Geld. Ich habe kleine Kinder daheim, die wollen etwas zu essen. Logisch, mein Mann verdient. Aber es sind gleich Kosten, die auf uns zukommen. Ich kann nicht von meinem Partner verlangen, ja, zahlen wir das alles. Also. Und beim Sozialdienst will ich einfach nicht her, das lässt mir der Grind nicht zu. Ja. Und jetzt hoffe ich, dass er einfach zahlt, dass er es einsieht und sagt, weisst du was, ich zahle es und dann ist der Typ für mich gestorben. Ja, uns hat das dazu bewegt, dass wir das Beispiel in die Öffentlichkeit gebracht haben, weil hier zum einen der Gesamtarbeitsvertrag verletzt wird, aber auch im Arbeitsgesetzbereich Verletzungen stattfinden, wird systematisch keine Arbeitszeitkontrolle geführt, was eigentlich jeder Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer zusteht, dass man so eine hat, dass man zu jeder Zeit weiss, wo stehe ich, wie viele Stunden habe ich gearbeitet, wie viel müsste ich unter Umständen noch, wie viele Ferien habe ich gut, welche Viertel habe ich noch gut. Alles das haben die Leute nicht. Dann haben wir ja gehört, zum Teil
ausstehen bei den Löhnen, verspätet Löhne zahlen. Und das sind natürlich schon einfach gewisse Indizien, wo ich muss sagen, das kann man nicht einfach unter dem Deckel behalten, das muss raus. Da muss man genauer anschauen, und zwar alle Beteiligten. Ja, wir werden uns weitere Massnahmen überlegen und einleiten, möchte aber die im Moment nicht erwähnen. Dass der immer wieder jemanden findet, der ihm ein Haus verpachtet, ist verwunderlich. Also wenn ich Eigentümer wäre von einem Restaurant, würde ich dem sicher keinen Pachtvertrag unterbreiten. Aber scheinbar findet er immer wieder irgendwo ein Loch oder jemand, ein Loch, das er schleifen kann, oder jemand, der ihm etwas verpachtet. Das ist sehr verwunderlich, doch. Der Christoph Marti tritt gleich zum 5. Mal im Berner Stadttheater auf. Im Vorfeld der Premiere des Musical «La Cage aux Folles» hat der Peter Wech mit dem gebürtigen Berner über die ersten Berührungspunkte im Berner Stadttheater geredet. Heimspiel klingt für mich immer so, als müsste man sich weniger Mühe geben. Darum kann ich nicht sagen Heimspiel. Aber es ist für mich einfach wie ein Geschenk. Ich finde, ich kenne kein schöneres Theater. Ich wohne bei meinen Eltern 2 Monate lang in meinem alten Zimmer. Ja, und ich habe einfach die Stadt sehr gern. Das ist für mich eigentlich eher eine Frage vom Kontext. Das ergibt sich für mich. Ich mache gar keinen Unterschied. Für mich ist, blöd gesagt, das Wichtigste der Schuh, die Höhe vom Absatz. Ich muss es so erklären, dass man es versteht und dass man es ernst nehmen kann. Das Kostüm, wenn es ein gutes Kostüm ist, also im besten Fall, formt das Kostüm meinen Körper. Und zwar nicht von außen, nicht weil es anders aussieht, sondern weil es sich anders anfühlt. Der Gang, die Haltung, das kommt, also ich würde fast sagen, die Schuhe sind das Wichtigste. Und natürlich reden wir während der Probezeit mit dem Regisseur über die Figur. Und bei Paradise City war es vielleicht am komplexesten, weil das war eine Transgender-Person, die kurz vor der geschlechtsangleichenden Operation ist und sie dann nicht kriegen kann, weil sie eine Krebsdiagnose kriegt. Das war wahnsinnig komplex. Aber so meine Herangehensweise ist, ich mache mir darüber überhaupt keine Gedanken. Erstmal. Für mich ist der Körper als mein Instrument das Wichtigste. Und inhaltlich und von Bedeutung her ist für mich Dolly auf Platz 1, weil sie einfach so eine großartige Figur ist und weil sie immer recht hat. Und ich glaube, das Geheimnis ist, dass sehr schnell das Publikum begreift, dass diese Sehnsucht, die diese Menschen haben, das ist eine eher bürgerliche fast Sehnsucht, die hat mit Schwulsein überhaupt nichts zu tun erstmal. Es sind einfach jetzt in dem Fall 2 Männer und ein halbleiblicher Sohn. Und es spielt alles ab einem bestimmten Punkt überhaupt keine Rolle mehr. Und mir gefällt vor allem auch die Begegnung zwischen Albin. Also Albin ist ja dann auf der Bühne Zaza. Das ist ein Transvestit und der macht das wahnsinnig gut und gerne. Und er nährt eigentlich auch diese Familie und hält diesen Betrieb am Laufen zusammen mit seinem Mann. Die Begegnung zwischen Zaza und dem konservativen Politiker, das ist für mich die Torte. Das ist das, was ich am liebsten spiele, weil ich trete ja dann als Mutter auf. Also ich muss dann die Mutter von Jean-Michel geben. Und ich habe das Gefühl, die wären sich, wenn ich jetzt wirklich die wäre, total sympathisch. Und ich finde eben das auch spannend, zu sagen, die Sehnsucht von jetzt meiner Figur als Schwule ist mindestens so bürgerlich wie die des Erzkonservativen. Es ist halt nicht konservativ, weil es ein schwules Paar ist, aber eigentlich meinen die ein bisschen das Gleiche. Die Jockey-Geschichte von Bern, die scheint sich ein bisschen weit zu wiederholen. Aktuell ist der Kakaopreis am explodieren. Es erinnert fast ein bisschen an die Zeit von unseren Grosseltern. Dazumal, wo Jockey ein Luxusprodukt war, im Jahr 1942, ist aus der Not heraus das Berner Ragusa erfunden worden. Mehr dazu im Beitrag von Ben Abeckle. Wir stehen hier auf der Nidegg-Brücke mit dem bekannten Haus im Hintergrund mit dem Schriftzug. Das war die A- und W-Lind, wo die musste zumachen, hat der Camille Bloch dort eine Maschine und 12 Mitarbeiter können übernehmen und damit einen Bubentraum erfüllen, indem er zuerst in der Stadt Bern an der Belbstrasse Jockey gemacht hat und dann später auf Gurtelari aufgegangen ist,
wo er dann während dem Zweiten Weltkrieg das Ragusa entwickelt hat, das eben tatsächlich aus der Not heraus geboren ist. Gacko ist knapp geworden, und zwar hat es die Seeembargos gegeben, und dann haben die Chocolatiers ihre Schokinnen müssen strecken, und der Camille Bloch hat dann die Lösung in der Haselnuss gefunden. Aus dem heraus ist dann ein Gianduja gemacht worden, das ist die Haselnusscreme, und das macht eigentlich das Ragusa zu dem, was es ist. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf der Webseite oder im App. Jetzt geht es noch weiter zu den Kollegen von Meteor News und dem Wetter. Ich sage merci fürs Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Hinweis. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Hier ist das Wetter auf der Plattform J am Freitagabend. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben eine gute Woche gehabt. Heute haben Sie es vielleicht irgendwo an der Sonne geniessen. Ist ja durchaus ein schöner Tag heute. Und jetzt gehen wir rein ins Wochenende und da liegen wir morgen am Samstag auf der Vorderseite von dem Tief über dem Atlantik, über der Biskaya. Der Föhn ist ein Thema hier am Alpen-Nordhang, in der Höhe am Südwind. Der staut feuchte Luft den Alpen-Südhang her. Bei uns sieht es aber im Kanton Bern morgen am Samstag einigermaßen freundlich aus. Der Start in den Tag bringt ein paar hohe Wolken, vereinzelt auch ein paar Nebel- und Hochnebelfelder. Insgesamt am Vormittag aber oft noch recht sonnig und die Temperaturen starten knapp über dem Gefrierpunkt. Dann werden im Laufe des Tages die Wolken aus Südwesten immer dichter, die Sonne muss kürzer treten. Meistens ist es aber trocken. Der Föhn bläst hier im Oberland, speziell im Haslital, ein stürmischer Föhn. Temperaturen bei über 15 Grad hier. Sonst erreichen wir Höchstwert um die 13 Grad. Ein Hochbeisen haben wir im Flachland. Dann schauen wir uns noch die nächsten paar Tage an. Am Sonntag im Laufe des Tages dicke Wolken, ab und zu ein bisschen Regen, eher wenig Sonne, 12 Grad. Anfang Woche geht es wechselhaft weiter mit gelegentlichen Regengüssen, aber dazwischen ein paar sonnige Auflockerungen und etwa 10 bis 12 Grad. Der Mittwoch sieht nach aktuellen Unterlagen trocken und freundlich aus und ab dem Donnerstag wird es dann wieder wechselhafter. Die Temperaturen bleiben aber auf der milden Seite. Das war vom Wetter hier auf der Plattform J. Ich wünsche ganz ein schönes Wochenende.